Dieser alte Gasthof im Allgäu wird abgerissen. Letzte Gelegenheit für die Bauteiljäger Marina Buch und Luis Noack, wertvolle Materialien zu retten. Ja, der Boden ist natürlich mega geil, ne? Aber kriegt man nicht wirklich raus, oder? Ich könnte mir schon vorstellen. Ja, vor allem noch original Gussterrazzo, also immer spannend. Ja. Man weiß nie, was einen hinter den Türen erwartet. Was Sie suchen? Im Prinzip alles, was sich irgendwie wiederverwenden lässt. Fenster, Türen, vielleicht auch tragende Konstruktionen. Bestandsaufnahme im Festsaal. Für uns Laien alter Krempel. Doch was sehen die Experten? Besonders ist, dass es kein Kunststoff ist, sondern wirklich Holz. Das ist industriell gefertigt, aber da steckt trotzdem ein Material dahinter, das einfach mindestens noch 100 Jahre so weitermacht. Lässt sich hier im großen Stil was retten? Und wenn ja, wozu? Lautet das Mantra der Baubranche nicht: Wir bauen auf und reißen nieder, so haben wir Arbeit immer wieder? Ein perfekter Wirtschaftskreislauf und damit das genaue Gegenteil von Kreislaufwirtschaft. Kurioserweise ist unsere Gesellschaft so aufgestellt, dass es für uns viel günstiger ist, wenn wir abreißen und neu bauen. Ja, aber im Endeffekt ist es eine Mentalitätssache, weil das im Wiederverwenden steckt eigentlich ein großes wirtschaftliches Potenzial. Das sind Supertecture, Kollektiv für Kreislaufarchitektur. Hauptquartier ist diese historische Scheune in Kaufbeuren. Ein Reallabor, allein aus recycelten Baustoffen renoviert. Als die örtliche Post etwa abgerissen wird, sichern sich Supertecture Treppenhandläufe. Jetzt stehen sie hier. Das ist günstig und ressourcenschonend. Entstanden ist die Idee für Supertecture im Ausland. Architektur aus der Not geboren. Das ist eins unserer allerersten Projekte in Nepal. Und hier haben wir zum Beispiel ein Haus gebaut aus 700 Erdbebenfenstern, also Fenster, die wir gerettet haben aus den Ruinen, 1 Million Gebäude zerstört. Eine gläserne Bibliothek mit Himalaya-Panorama. Als Neubau unbezahlbar. Ich würde sagen, dass in der Architektenschaft viel im globalen Süden gelernt werden kann. Da sind Leute, die haben über den Tellerrand geguckt, die haben zum Beispiel gesehen, wie kostspielig Materialien sind und wie in Afrika, wo jeder letzte Flipflop, der auf der Straße gefunden wird, noch eine Dachabdichtung ist, mit allem wiederverwendet wird. Warum so nicht auch hierzulande? Nächstes Projekt: Die Scheunendecke braucht eine Dämmung. Bei Supertecture Kühlschranktüren vom Wertstoffhof. Ich glaube, irgendwann war das einfach so ein Geistesblitz, zu sagen, hey, Kühlschränke, die werden entsorgt, weil eben sie den Energiestandard nicht erfüllen. Und gleichzeitig sind sie aber haben eben trotzdem den Dämmwert. Und so kam das eben in Kombination mit dieser Weichfaserdämmung, dass es eine ganz gute Dämmung ergibt. Genau, weil in Kaufbeuren tatsächlich pro Woche 100 Kühlschränke anfallen auf dem Wertstoffhof. Also der Verbrauch ist einfach selbst für so eine kleine Stadt ziemlich groß. Form folgt Verfügbarkeit. Unsere Idee ist eben genau diese neue Ästhetik so zu etablieren, indem wir sie auch verbildlichen, indem man einfach sieht, dass ein Baumaterial, das auf den ersten Blick gar keine Ästhetik hat, auch in einem bestimmten Kontext dann einfach auch gut aussehen kann. Und da geht es eben nicht nur ums Aussehen, sondern auch, dass das auch funktionieren kann. Zurück im Gasthof. 150 Jahre lang wurde hier gezecht. Jedes Bauteil ein Zeuge der Geselligkeit. Vielleicht lässt sich dieser Wirtsstubenstuck ja neu denken als Fußbodenleiste. Auch diese Spüle ist wertvoll. Reiner Edelstahl. Fehlen noch richtig große Bausegmente. Baulich ist natürlich schwierig, weil alles einfach so aus Ziegeln ist. Es ist natürlich auch eine Erkenntnis, dass nicht in jedem Projekt, das abgerissen wird, alles zu holen ist, weil manche Sachen einfach wie jetzt so ein schöner Gussterrazzo so verbaut wurden, dass man das eben wirklich nur mit viel Arbeit irgendwie wieder rückbauen kann. Aber ich glaube, so ein paar Elemente haben wir jetzt auf jeden Fall auf dem Schirm. Unser Ziel wäre halt wirklich auch irgendwie so das gesamte Haus zu denken und nicht immer nur in diesen Einzelteilen zu schauen, ne? Füssen vergangenes Jahr, kurz vor Abriss dieser Kirche.
Ein Supertecture-Team aus Ehrenamtlichen rettet Mahagoni-Parkett, wertvolle Steinböden, Glastüren vor der Schutthalde. Anders als beim Abriss erfordert ein Abbau viel Sorgfalt. Das kostet Zeit. Und ist das Material gerettet, braucht es Abnehmer. Supertecture will in Zukunft eine Logistik aufbauen, die Materialrecycling wirtschaftlich macht. Die kreative Seite steht längst. Ein Kirchenboden fürs Bad oder gläserne Raumtrenner mit Bronzeornamenten. Wir verkaufen quasi die Geschichte, die in den Materialien, in den Bauteilen, die wir verbauen, drinstecken. Klassisch sitzt ein Bauherr mit einem Architekten da und die bereden ihr Linoleum und dann geht es um die Linoleumfarbe. Ja? Und uns geht es quasi nicht um diese Linoleumfarbe, sondern um die Herkunft von diesem Material. Zwischenstopp bei einem Verbündeten. Wolfgang Riedle betreibt neben seiner Zimmerei eine Altholzwerkstatt. Er recycelt Holz von Abrissbaustellen und ist Fan des zirkulären Bauens. Für Supertecture lagert er die geretteten 300 Quadratmeter Mahagoni-Parkett. Das wird viel entsorgt und da kommt es halt in einen Hacker und wird in ein Heizkraftwerk gesteckt. Also es wird im besten Fall wird's natürlich wird's in ein Fernwärmenetz eingeschweißt. Ja. Dabei braucht es nur einen Arbeitsgang und das teure Tropenholz ist wie neu, bereit für die nächsten 50 Jahre Einsatz. So einen richtigen Altholz-Schick wird man jetzt da nicht haben, weil man eigentlich zu einem neuen Mahagoni-Brett, glaube ich, kaum einen Unterschied feststellen kann. Mahagoni-Parkett sucht Abnehmer. Und dann gibt's auch für den alten Gasthof noch ein Happy End. Ganz oben, der Dachstuhl. 150 Jahre alt, handgehauene Balken. Wolfgang Riedle wird ihn abbauen und als Scheune baugleich wieder errichten. Einfach zu schade zum Wegwerfen. Fire.